Den 19. und 20. Oktober war ein Karate-Turnier an der Sporthalle zu Kehl. Ein paar Schüler von uns sind sich dann mal mehr genau angegangen und holen erst mit der Kamera mit. Die Coupe International von Kehl ist eine Kompetition, die vom Club Shinto Kehl organisiert wird. Den 19. waren die mehr klein dran und den 20. konnte man die groß gesehen. Claudine Leyers war Trainer und Organisatorin von diesem Event, geht es danach andere Details zu der Coupe. War die nächste Turnier, was wir gemacht haben, 1985. Also seitdem probieren wir die Coupe de Kehl durchzuziehen. Wir haben über 1000 Ausschreibungen aus 17 verschiedenen Ländern. Man kann von 8 Jahren bis nur oben ab. Partizipanten konnten natürlich auch Raps gewinnen. Auf der ersten Platz waren 500 € zu gewinnen, auf der zweiten waren 300 und auf der dritten 100 €. Dann wollte mir vom Fred Charlet, den neuen Präsident von der neuen Karate-Föderation, und den Le Caplin Michel, den Nationaltrainer, wissen, was für ein Rutschlei sie zu neuen Karate-Athleten gibt, die drehen den nationalen Niveau zu erreichen. Für das Niveau am Karate natürlich nach mir zu kreieren, also ganz wichtig, dass wir nach mehr auf den professionellen Weg gehen können. Das geht über das Sportministerium. Da gehört natürlich auch Institutionen dabei, wie ein Sportslycée und wie natürlich das Komitee Olympique. S'entraîner beaucoup, d'accord, écouter le coach de club, ce qui est très très important, et écouter ses parents. Mit einem Jury, der von England invitiert wurde, konnte man auch schwätzen. Der Sensei Barry Wilkinson, der Vizepräsident von der Föderation Wadokai zu England, hat er gefragt, was die schwersten Aspekte sind, wenn hier ein Match am Karate bewährt. Kämpfer und Konkurrenten gehen extrem schnell. Es muss mit den Armen mitgehen. Wenn ich nicht konzentriert ist, kann ich ganz schnell etwas verpassen. Dann haben wir dem Julia de Roubaix, der 14 Jahre alt ist, gefragt, wie hat sich für diesen Turnier vorbereitet und ob er zufrieden ist mit seinen Resultaten. Das ist ein großes Arbeit, ich hatte auch die WM zu Venedig. Und ja, also viel Präparation und eine Kompetition gewonnen und ja, sind zufrieden mit meinen Resultaten. Eine Trainerin haben wir dann auch gefragt, wie hat sein Team präpariert wird. Ganz viel trainiert. Verschiedene von meinem Team die waren noch letzte Woche auf der WM, sodass sie viel Training hatten. Und die Kleinen sind natürlich mehr spezifisch auf das Kompetition trainiert. Aber wie den Rafael Veras, der Nationaltrainer von Lützeburg, seine Equipe präpariert hat, kriegen wir auch gewusst. Wir haben die Kompetition als Vorbereitung für die nächste Phase gesehen, weil wir die letzte Woche die Weltmeisterschaften aufgeschlossen haben, die für uns die wichtigste Kompetition vom Jahr war. Heute ist auch eine Gelegenheit, die neuen und die jungen Athleten zu sehen, weil wir schon an die Vorbereitung für das nächste Jahr denken. Ob Trainerinnen zufrieden sind mit ihren Schülern und ihren Resultaten, haben wir auch wollen wissen. Ja, ganz zufrieden. Sie ganz gut geschafft. Écoutez, on revient juste du championnat du monde. Les athlètes sont très fatigués, mais ils ont porté fièrement les couleurs de Luxembourg et nous avons des très bons résultats. Dann haben wir uns gefragt, was die größten Schwierigkeiten sind, die Sie als Nationaltrainer haben. Ich meine, die größte Schwierigkeit ist, jeder seine individuelle Besoin zu verstehen, herauszufinden, was für den einen gut ist, weil das nicht immer dasselbe ist, was für den anderen gut ist. Als nächstes haben wir eine Partizipantin gefragt, wie hat sich für diesen Turnier vorbereitet. Natürlich mit den Trainingen, so 2-mal die Woche, und auch mit ein paar Turnieren, die für in dieser Kompetition vorkommen sind. Und dann haben wir dieselbe Frage in Klänge gestellt. Ich trainiere viel und konzentriere mich, wenn ich trainiere. Ich trainiere und ich raste. Gut.
sind das wie an gucken Kanal an wann der mich sieht dir auch.